Ja gut, da sind wir ja bei der nächsten Diskussion. Diskussionsführungsspieler. Ja, können wir ja gerne durchgehen. Manuel Neuer war das noch nie, auch wenn er unser Kapitän ist. Sieht man ja, wie er seit Jahren keinerlei Verantwortung übernimmt. Denkt nur ans Pokal aus in Saarbrücken letztes Jahr. Denkt nur jetzt an seine Fehler. Denkt nur an irgendeine Niederlage. Hast du da schon mal jemals einen Manuel Neuer danach im Mikrofon gesehen? Passiert nicht. Wenn dann steht da ein Thomas Müller, der, was das anbelangt, Verantwortung übernimmt. Auf dem Platz kann er diese nicht mehr übernehmen, weil er dafür einfach nicht spielt. Man sieht das jetzt schon, wenn Thomas Müller mal spielt wie gegen Mainz und da wieder wirbelnd da seine Anweisungen gibt. Das interessiert keine Sau mehr. Ja, weil er einfach nicht mehr Teil dieser ersten Mannschaft ist. Ja, er spielt, wenn jemand ausfällt, darf er spielen, ansonsten spielt er nicht. Da hat er natürlich nicht mehr das Standing in dieser Mannschaft, um da irgendwie ein Führungsspieler zu sein. So, vielleicht in der Kabine, ja, aber auf dem Platz nicht mehr. Ja. Dann kommen wir wieder zu unserem König, der ja der Führungsspieler schlechthin sein soll. Der kriegt es halt auch nicht hin. Ja. Wir haben es gesehen, wann war es gegen Leverkusen, dass ein Opa mehr Führungsspieler war wie ein Josh. Ja, und wenn du dann das Spiel gegen Mainz nimmst, wo war da ein Kapitän, der das Gesicht des FC Bayern, wo war es? So, weißt du? Das ist er aber nicht. Er ist das einfach nicht. Er möchte das gerne sein, ja, völlig richtig. Er ist es aber nicht. Er kriegt es nicht hin, was das anbelangt. Ja, und dann hört es schon auf. Ja, willst du den Pavlo in die Rolle drücken? Musiala, die sind viel zu jung dafür. Ja, um das auszustrahlen. So ein Harry Kane, ja, hättest du Harry Kane die Binde gegeben, als Vincent Kompany vor der Saison jetzt gesagt, hier, das ist mein Kapitän, fertig, Feierabend, hätte das vielleicht ein bisschen was geändert. Aber ich denke, Harry Kane ist auch so Führungsspieler genug. Das sieht man ja auch, wie er auf dem Feld agiert. Ich glaube, er braucht nicht unbedingt die Binde. So, der ist gerade nicht da. Das geht dir ab. Ja, und dann passiert das, wie es gegen Mainz passiert ist. Du hast keinen, der vorangegangen ist. Hättet ihr überlegt mal, dieses Spiel mit dieser Einstellung, die ganzen Zweikämpfe, die wir verloren haben, in der Zentrale, überall außen. Und jetzt stellt euch mal vor, da hätte in der Mitte Marc van Bommel gestanden, Stefan Effenberg oder Lothar Matthäus. Ja, der Fußball wäre wahrscheinlich auch nicht besser gewesen, aber du hättest auf jeden Fall mal ein Zeichen gesehen. Und ich garantiere euch, in der Kabine, in der Halbzeit, hätte das auch mal gerappelt. Ja? Und das Gefühl hat man zumindest gerade nicht, dass dem so ist. Aber das haben wir ja auch schon seit Jahren. Ne? Wir ergeben uns ja immer. Überlegt mal, wie viele Spiele wir letztes Jahr uns einfach ergeben haben. Da war keiner. Da ist keiner aufgestanden und hat gesagt, ich bin jetzt hier und wir müssen noch mal. Siehst du nicht. Aber das ist auch so eine Generationssache, glaube ich, oder? Die Generation Kimmich-Goretzka ist das halt einfach nicht. Und die neue Generation wird es wahrscheinlich noch weniger sein. Musst du wahrscheinlich schon mit der, keine Ahnung, mit der Lupe suchen, so eine Art Kicker dann noch. Und dann ist die Frage, ob das noch zeitgemäß ist. So, stellt euch mal vor, du hättest jetzt so einen Marc van Bommel, der da die Leute zusammenpfeift. So funktioniert die Gesellschaft heute nicht mehr. Für uns alte Säcke natürlich immer schwer zu verstehen, ne? Aber wahrscheinlich ist es so. Aber das wird sich ja auch nicht ändern bei uns. Aber vielleicht funktioniert ein Kimmich halt dann, wenn Neuer und Müller weg sind. Ne? Die Frage ist, ob wir das erleben werden. Das ist die Frage. Ja, also ich denke aktuell, wenn ich aktuell eine Prognose machen würde, denke ich, Müller wird aufhören. Oder irgendwie einen Co-Trainer machen oder wirklich ein Jahr aufhören. Ich denke, Neuer möchte gerne weitermachen. Da kommt die Frage, ob der Verein das durchzieht. Sehr wahrscheinlich ja, weil wir nie die Eier haben, mal einen gestandenen oder erfahrenen, erfolgreichen Spieler bei uns mal Tacheles zu reden. Von daher wird ein Neuer wahrscheinlich nächstes Jahr auch im Tor stehen. Ich denke, Kimmich wird den Verein verlassen, wenn Neuer weiter da ist. Weil ich denke, Josh will schon so die Verantwortung übernehmen. Ja, ob er es dann hinkriegt, ist eine andere Sache. Das müsste man dann sehen. Habe ich ja gerade schon gesagt. Er ist halt eine andere Art Führungsspieler. Halt einfach auch eine andere Generation. Aber Neuer ist halt auch kein Führungsspieler für mich. Das ist aber auch fein.
Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es für einen Umbruch sogar richtig gut wäre, wenn Josh den Verein verlassen würde. Auch wenn er diese Saison gut Fußball spielt, keine Frage. Ja, habe ich ja schon gesagt. Aber wir hätten dann endlich die Möglichkeit zu sagen, wir haben einen klaren Sechser und einen klaren Achter, was wir aktuell nicht haben. Weil Josh immer spielen muss. Und Josh ist kein klarer Sechser und er ist kein klarer Achter. Er ist irgendwie, weiß ich nicht. Er ist alles und nichts richtig, wisst ihr? Er ist wie so ein Schweizer Taschenmesser. Kannst alles gut, aber nichts richtig, richtig gut. Ja. Und vielleicht wird uns das gut tun. Wenn ich mir dann vorstelle, da steht PP im Mittelfeld in der Zentrale, Pavlovic, Palenia. Alternativ ein Conny Leimer auf der 8, wenn du eine Pressingmaschine brauchst. Ja, warum nicht? Ja. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch mal schön gewesen, mal zu sehen, wie ein Conny Leimer mit einem Kimmich zusammen funktioniert. Aber sehen wir ja auch nicht. Schwierig halt. Aber es bleibt spannend.